Vens Abenteuer auf der Suche nach seinem Freund Terra gehen weiter. Zurück bei Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Nachdem wir in der letzten Folgen bereits den Zwergenwald, Palast der Träume und auch das Wunschende Reich abgeschlossen haben, also insofern irgendwie die Storys um Schneewittchen, Cinderella und Dornröschen bzw. Aurora, das eigentlich ist jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Ich meine, hier Mirage Arena, da soll es sowas ähnliches sein wie die Arenen bei anderen Kingdom Hearts Teilen. Oder begeben wir uns doch schon hier hin? Wo ich ursprünglich dachte, wo so wie es aussieht, ja, das könnte irgendwie, ja, das könnte sieht ein bisschen so aus wie, ich weiß gar nicht mehr, wie das Land eigentlich heißt. Scheiße. Nee, nicht scheiße. Das mit König der Löwen halt, Simba und so. Aber ich habe noch mal ein bisschen verglichen mit den anderen Kingdom Hearts Teilen. Es sieht doch nicht so aus. Es sieht irgendwie so aus, keine Ahnung. Es sieht irgendwie so aus, als könnte man es gar nicht irgendwie groß beurteilen. Einerseits ist es so, aber andererseits auch wieder so. Es ist echt irgendwie eine Mischung aus der Olympia. Sprich da die Arena von Herkules und so, zumindest den oberen Teil. Und also einfach von den Farben her, aber auch irgendwie eben so vom Setting her wie König der Löwen. Aber es ist nicht das. Es muss irgendwas anderes sein. Aber es ist außer vermutlich auch etwas komplett Neues. Okay, steht ja auch Stufe 4, also wird das wohl auch das logisch nächste sein, was wir machen müssen. Die Frage ist, ob wir sonst noch etwas, was wir jetzt tun könnten. Mein Aqua will eigentlich, dass wir zurück nach Hause gehen. Und Terra quasi Terra sein lassen, habe ich aber keinen Bock drauf und Ventus auch nicht. Hier haben wir auch noch ein paar Dinge, wa? Ich meine, hier geht die Welt dann noch relativ weit. Ach du Scheiße. Ich habe noch nie so geguckt. Gut, hier haben wir jetzt nicht so viel. Hier kommen noch ein paar Welten. Ja, sieht doch schon stark nach aus, würde noch was kommen. Hier sind wir da außen rum. Okay, gut. Ja, begeben wir uns auf mal in die nächste Welt. Mit Kampfstufe 4. Wird schon gut gehen. Was ist es überhaupt hier? Where's he hiding? All right. What did you mean about Terra being a different person? Exactly what I said, idiot. The Terra you know will be gone forever. That's the stupidest thing I've ever heard. Stupid or true? A Keyblade? Good. Let's see what you're made of. Wer ist der Typ? Oder zumindest, wer ist der Typ zu diesem Zeitpunkt jetzt? Oh, Alter! Ernsthaft? So, man soll doch erstmal seine Moves ein bisschen kennen. Huh. That really all you got? Man, you are worthless. I'd be going against the Master's orders, but so what? As far as I'm concerned, your job here is done. Don't worry, you're safe. Tell me where you got that. Keyblades are
are not something you use just to bully somebody around. Here, I'll show ya. We both will. Huh? Ja, leck mich am Schöpli. Woher kommt jetzt Mickey plötzlich? Es ist König Mickey. Also ich meine, dass er schon König ist. Weil eben, wir spielen ja Korken im Herz 1 rein. Von der Story her. Kann ich Mickey irgendwie einsetzen? Doch nicht. Was mir gerade aufgefallen ist, der maskierte Typi, rein vom Outfit her, also nicht von der Maske, sondern wirklich vom Outfit her, erinnert mich ein bisschen an an Schatten Riku. Nö, den Trick kenne ich schon. Mann! Weng, du bist wirklich ein bisschen zu langsam in dem Moment, wo du... Ja, wenn komisch schaffen wir es. Alter! Okay, wir müssen einen Cup warten, mal den Moment. Too slow, sieh ja. Ja, die Stimme irgendwie auch, ist irgendwie eine Kombination aus Riku, aber auch aus Sora. Der hat noch viel aus. Ach, das ist das Kommando von vorhin. Krass. Mann! Ja, mit dem Ausweichen oder wegen der Rolle ist, währenddem er den Move einsetzt oder die Feuersbrunst, ein bisschen schwierig, merkt man gerade. Ernsthaft. So. Alles klar, Mickey! Hey, hey, Mickey! Hey, hey, Mickey, hey! Nee, kein Suffer. Ich mag keine Suffers. Ja, see ya. Bye bye. You win. Consider yourself on probation. Probation for what? Thanks for before. I owe you. The name's Ventus. What's yours? I'm Mickey. I
I see you've got a Keyblade. Yup, I've been training under the great Yen Sid. He found out the worlds are in trouble, and I sort of took off without telling him. Well, that makes both of us. I ran off too. All I have to do is think it, and the Star Shard will take me anywhere I want to go. At least I thought it would. I haven't quite got the fine points down like when or where. It just kind of kicks in whenever it wants to. But I wouldn't have met you if it hadn't brought me here. You know, it might not be an accident. Maybe it starts working because it's reacting to something. Hmm? Und wo ist Mickey? Sportsfreund erhalten. Du kannst zu Mickey einen Dimensionslink herstellen. Oh, geil. Radiant Garden, das kennen wir natürlich. Was war denn das jetzt für ein Ort hier hinten? Hä? Ist er weg? Der ist weg. Dort hinten ist weg. Hier, ich weiß nicht, was für ein Ort war. Menno. Was der Typ für ein Typi ist. Menno. Ja gut, Radiant Garden, okay, Leute. Ich würde sagen, wir landen hier mal. Alter, Mickey ist einfach aufgetaucht, ey. Lecco mio. Radiant Garden. Vor Kingdom Hearts 1. Mickey? Sah zumindest aus wie Mickey. Okay. Und wir haben gerade Onkel Dagobert gesehen. Was meint ist der hin? Radiant Garden, bevor hier alles zappenduster wurde. Ja, interessant, vielleicht sehen wir hier sogar den Ursprung. Also was überhaupt passiert ist, genau im Detail. Wodurch halt aus Radiant Garden plötzlich die Holobastion wurde. Wie wir sie aus Kingdom Hearts 1 kennen. Ah, ist das geil, ey. Ich muss sagen, ich feiere es ja schon ein bisschen, dass man auch die Spiele... Ich muss Mickey folgen. Ja, ich weiß, wenn. Ich weiß. Ich meine, ich finde es ja auch geil. Klar, wir haben ja eine feste Ordnung in der Kingdom Hearts Reihe. Also man sagen kann, hey, das Spiel findet dann statt in der Timeline, das Spiel dann und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, ich finde es auch sehr geil, wenn man wie hier jetzt halt die Option hat, dass halt die Spiele nicht wirklich chronologisch erscheinen. Sondern wir haben mit Kingdom Hearts 1 begonnen, das Ganze. Und jetzt spielen wir halt einen Teil der vor Kingdom Hearts 1 Spiele. Und halt so gewisse Fragen, die man sich so gestellt hat, werden plötzlich vielleicht gelöst. Vielleicht auch erst in einem anderen Spiel, das kann ja auch sein. Okay, Mickey ging hier entlang. Eben, ich wollte eigentlich mal gucken, was mit Dagobert los ist, aber das offenbar darf ich nicht. Egal. Erstmal die Truhen öffnen. Darf ich hier runter? Vermutlich auch nicht, wahr? Nö, ich muss Mickey folgen. Hey, hey, Mickey, hey. So, warte mal, da war ja was, wegen mehr, genau, mehr Power hier im Deck. Habe ich jetzt irgendwie auch einen neuen Angriff? Wäre mal ganz geil. Nee, war. Scheibenkleister. Wie sieht es mit Fusion aus? Kann ich irgendwas Neues fusionieren? Nö. Ich habe Sportsfreund. Springe mit noch höher. Dankeschön, jetzt kommt der Fängs. Okay, können theoretisch in andere Welten zurück, um das auch noch zu machen. Aber warte mal, wenn wir das jetzt hier haben... Ich glaube, ich packe hier doch mal noch einen Move rauf. Weil hier ältere die Fokusleiste, das kann sich schon lohnen. Ich den mal hier auf Premiere drauf und der Vitra. Klar, wir haben nur einen Angriffsmove, aber gut, das ist ja momentan so. Shit happens. Das wird schon noch besser. Dann haben wir hier, blocken wir es nicht. Ne, dann machen wir hier halt den ersten Kommando-Move Sportsfreund, was so nicht geht, was? Ja gut, macht Sinn. Wieso? Ich meine, wozu brauche ich Sprung, wenn ich Sportsfreund habe? Das mit dem Blocken schon nicht ganz. Die ich noch einen zweiten raufpacken kann.
Items dürfen soweit auch klar sein. Fertigkeiten vielleicht nochmal ganz kurz gucken. Schauen wir, was ausgerüstet. Die haben wir soweit auch. Ich glaube, wir haben eigentlich alles soweit ausgerüstet, was wir bisher haben. D-Links, Mickey. Ich dachte ein bisschen die Frage zum Deaktivieren. Ne? Ich meine, ich habe die außersehen mal aktiviert, deswegen hätte ich jetzt eher vielleicht mal gesagt, Mickey rein, dafür Aqua und Terra. Und das sind natürlich sowieso drin. Weil sonst haut mich der gute wenn ich die rauspacke. Oh ja, wir kommen ein bisschen höher und er gleitet sogar noch ein bisschen. Sehr schön. Radiant Garden. Nicht ganz so, wie wir es kennen und lieben, aber doch schon sehr ähnlich. Vor allem natürlich vor allem, wie es dann auch mit Charakteren aus Final Fantasy VII aussieht. Die wir ja kennen, Oder generell aus der Final Fantasy Reihe halt. Die wir in Kingdom Hearts 1 so kennengelernt haben. Natürlich auch im zweiten Teil, ist klar. Wow, Alter! Was sind hier für Viecher? Okay, die müssen erst weg, die sind sehr nervig. Und die halten auch verdammt viel aus. Okay, dann muss ich anders machen. Hey, ich habe gerade geheilt. Ich habe gerade im Moment geheilt. Es hieß doch, die Heilung können nicht unterbrochen werden. Bin ich jetzt gerade verarscht? Die kann doch unterbrochen werden? Oh, ich merke schon, ich bin ein bisschen stärker als die anderen Viecher. Also heißt hier erstmal ein bisschen leveln. So, der ist auch weg. Ah, da schon wieder. Ja, ist gut. Was? Mann, ich wollte bloß nach hinten. Alter, nie was aus. Wie ist ja übel hier. Hallo? Vor allem, ich mach gar nichts. Aber jetzt exorbitant wenig Damage. So. Ja, hab's geschnallt, das ist nicht das Problem.
Gut, dann halt nicht. Geh halt wieder. Scheiß Viecher, ey, ganz ehrlich. Was soll der Mist? Sei noch ein bisschen mehr Power. Doof, nur, dass ich nicht steuern kann. Ah, wo ich eigentlich hin will. Mickey Stealing hält echt lange, krass. Jo, bis er weg war. Oh Mann, ey. So, Energiekristall. Ich werde mal ganz kurz noch hier ein Lied reinsetzen, das wäre jetzt so eine schlechte Idee. Ach, jetzt haben wir von diesen Scheißviechern. Da geht's da hoch, okay. Abgesperrt. Danke, Eiscreme-Sticker. Ich muss den Haupteingang nehmen. Lalalala. So. So, komm schon. Ah, nächste Stufe auch noch so viel. Ui. Ne, das machen wir anders. Ah, tschüss. So. War zwar nicht ganz so geplant, aber egal. Kommandostufenanstieg für Feuerschlag. Sehr schön. Da ist noch einer. So. Was? Nein! Ich wollte öffnen. Wenn. So. Fesselschlagen. Ein mal ein neuer Move. Alter. So. Vorbei. Irgendwo ist noch einer. Mann, da muss man ganz kurz die Folge beenden. Ein Typ da unten noch? Ah, der. Ja, servus! Übrigens hier, Feuerschlag, höhere Stufe. Also den Unbesiegbarkeitsmodus, das ist natürlich scheiße. So, schnell heilen. Jetzt mal gucken. Kommandodex. Als Autofertig erhalten. IO hat die maximale Stufe erreicht, die Fähigkeit Immunität wird automatisch angelegt, um ins Deck legen zu müssen. Das ist natürlich geil. Das lobe ich mir, das ist Sparta. Jetzt warte mal, Vitra, der ist noch drin. Einen weiteren kann ich so primär zwar nicht hinzufügen. Die sind zwar eigentlich schon ganz geil. Nehmen wir mal wieder Fesselschlag. Kann ich die irgendwie... Ah ja, da geht. Das ist doch schön. Den vielleicht hier unten. So. Die Angriff-Moves, wie sieht es mit der Fusion aus? Kann dann irgendwie was Kluges machen und Feuerschlag kombinieren. Damit mit ein bisschen mehr Feuer. Feurer. Nee, ich packe meinen einzigen Offensivangriff weg, nur damit der hier Feuer lernen kann. Vergiss es. Wieso ich eigentlich mehr Feuer miteinander kombinieren kann, verstehe ich auch nicht. Aber vielleicht muss ich irgendwie, keine Ahnung, Feuerstufe 3 haben. Beide, damit das geht. Da können wir mal testen, wa? Also sprich, wenn ich jetzt hier habe ich einmal Feuerstufe 3. Wenn ich jetzt einmal hier noch Feuerstufe 1, den auch auf Stufe 3 upgrade, ob ich dann nachher beide zu Feuer kombinieren könnte. Hab keine Ahnung, wir können es mal testen. Wie dem auch sei, Freunde, ich sage noch vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben viel, ja doch kann man sagen, viel erreicht in dieser Folge. Wir waren auf einer seltsamen Welt, haben diesen seltsam maskierten Typ wieder getroffen.
der irgendwie wie eine Mischung aussieht aus Dark Riku und Sora, auch in Dunkelheit gefallen, wie auch immer. Und vor allem ist die Frage, warum? Weil das Ganze spielt ja vor Kingdom Hearts 1 und glaube ich sogar relativ lange, also lange, ein paar Jahre sicher. Zudem haben wir König Mickey gefunden, der sich einfach nur als Mickey vorgestellt hat. Oh, kann machen. Und wir sind plötzlich in Radiant Garden gelandet. Mann, oh Mann. Spannung und Spaß gibt es hoffentlich auch in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.